Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja, Leute, heute war ja was los, wa? Wir kommen zur Spielanalyse im Heimspiel 10. Bundesliga Spieltag gegen Darmstadt 98. Ja, die zweite Halbzeit entschädigt vielleicht so ein bisschen für die letzten Knallerspiele, die wir so gesehen haben. Aber fangen wir mal mit der ersten Halbzeit an. Fangen wir mal mit den schlechten Sachen an, bevor wir uns dann ein bisschen erfreuen und hoffen, dass es vielleicht ein Knotenlöser war. Zu Kimmich brauchen wir nichts sagen. Kimmich ist kein Sechser, ist auf dieser Position absolut maßlos überfordert. War schon gegen Galatasaray so, hat er schon in vielen anderen Spielen gezeigt, wenn er angelaufen wird, dass er den Ball da vertändelt. Ja, muss er sich nicht beschweren, ist gegen Dortmund raus. Werden wir sehen, ob er uns da geschwächt hat oder gestärkt hat gegen Dortmund. Ich denke, Goretzka wird auch noch nicht so weit sein. Das heißt, ein Pavlovic wird sehr wahrscheinlich spielen auf der 6, was ich jetzt gar nicht für so schlecht erachte. Mal abwarten. Ansonsten war es erschreckend zu sehen, wo es dann 10 gegen 10 war. Ja, dass Darmstadt die bessere Mannschaft war. Darmstadt hat den Ball in ihren Reihen behalten, hat auch mehr für die Offensive getan, hat sogar die größte Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Also Darmstadt war in der ersten Halbzeit für mich leider Gottes die bessere Mannschaft. Dann nach dem zweiten Platzverweis für Darmstadt, na klar, haben wir da ein bisschen Oberluft gekriegt, haben dann auch mal höher rausgeschoben, sind früher angelaufen. Und zweite Halbzeit, ja, war es dann halt ein Sturmlauf. Ja, da war halt einfach Darmstadt individuell komplett unterlegen. Ja, das kann man einfach so sagen. Es war natürlich eine Menge Platz da, den wir dann auch gut genutzt haben mit dem Spiel über Außen. Und wir haben endlich mal gesehen, was passiert, wenn man auch mal Flanken auf dem Harry Kane oder Hereingaben auf dem Harry Kane bringt, dass der dann halt einfach Tore macht. Ne? Unglaublich. Ja, zweite Halbzeit war es dann das, was wir eigentlich von unserem Verein uns seit Wochen erhoffen. Ja. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft einfach mal ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Ja. Vielleicht mal ein bisschen die taktischen Zwänge hat sein lassen, ja, weil nur noch 9 gegen 10 auf dem Platz war. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es schön anzuschauen. Wir hätten natürlich auch noch 2, 3, 4 Tore mehr machen können. Aber ich denke, bei 18:0 gibt es nichts zu meckern. Es waren schöne Tore dabei, schöne rausgespielte Tore. Wir haben Doppelpässe gesehen. Wir haben endlich mal Hereingaben gesehen. Selbst wenn die Hereingaben nicht wirklich stark waren von Mazraoui, hat er doch 2 Tore vorbereitet, weil die Spieler, die da waren, die Dinge halt reingemacht haben. Und ja, die zweite Halbzeit hat auf jeden Fall fußballerisch ein bisschen was entschädigt für die letzten Spiele, die ich gesehen habe. Ja, es war endlich mal ein FC Bayern zu sehen und endlich auch mal nicht, oh ja, es ist jetzt 3:0, kommen, wir schieben den Ball jetzt wieder in den eigenen Reihen, bis irgendwann der Abpfiff kommt. Endlich wurde mal weiter Fußball gespielt, endlich wurde mal Spielfreude auch ein bisschen gezeigt. Alles das, was man die letzten Wochen hat vermissen lassen, haben wir heute in der zweiten Halbzeit gesehen. Erste Halbzeit war erschreckend schwach, auch dass die Mannschaft das absolut nicht gerafft hat, dass ein Torel ein 5-3-1 sehen wollte. Das haben wir bis zur Halbzeit nicht gesehen. Ja, die sind trotzdem mit einem 4-1 darum gerannt. Ja, ich weiß nicht, in der zweiten Halbzeit, denke ich, wird es eine klare Ansage gegeben haben. Und ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wurden die taktischen Zwänge, die man hat, einfach mal über Bord geworfen vorne. Ja. Weil so wie wir heute endlich mal vorne Fußball gespielt haben, haben wir es in dieser Saison eigentlich noch gar nicht gesehen. Ja. Und es war schön zu sehen, dass wir das noch können. Ja, und dass die Spieler das können. Es wäre schön, vielleicht ist das jetzt ein Knotenlöser, ich weiß es nicht. Vielleicht sieht jetzt auch ein Tuchel mal ein, dass wir doch mal ein bisschen mehr über Außen spielen sollen und mal mit Hereingaben arbeiten sollten. Ich weiß es nicht. Auch die Wechsel, muss man sagen, war zum richtigen Zeitpunkt. Nicht wieder gewartet bis zur 77. Ja, okay, dann die letzten 3 der letzten Viertelstunde, aber auch schon vorher den Müller mal gebracht und sowas. Das fand ich sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zweite Halbzeit hat mir richtig Spaß gemacht, mal zum Zugucken.
ja, und Harry Kane mit seiner Hommage an Auge aus 50 Metern, Alter. Ich sag, es gibt nichts, was der Typ nicht kann, Alter. Der ist einfach, der ist unfassbar. Wenn da noch irgendjemand Zweifel hatte, dass man so viel Geld für diesen Mann ausgegeben hat, was der schon alles an Tore gemacht hat und auch spielerisch heute auch wieder, wo wir dann in Unterzahl waren, hat halt den Zehner gegeben. Jamal ist nochmal eins zurückgegangen auf die 8. Wahnsinn einfach. Einfach Wahnsinn. Kann ich gar nicht oft genug betonen. Gut, ich guck mal eben auf der Bayern-Seite. Gibt es mal wieder keine Statistiken? Ich weiß nicht, die haben mal wieder keinen Bock oder was. Guck aber nochmal, vielleicht sind da jetzt welche da. Ansonsten gucken wir mal kurz. Ah, nee. Wild. Gucken wir mal kurz bei Livescore rein. So. Ja. Schüsse aufs Tor 16:4. Also, ne? Schüsse neben's Tor 5:3. Geblockte Schüsse 7:3. Ballbesitz 55:45. Wobei man da sagen muss, in der ersten Halbzeit hatte Darmstadt auf jeden Fall mehr Ballbesitz wie wir gefühlt. Natürlich auch bedingt, dass wir dann erstmal in Unterzahl waren, keine Frage. 7:1 Ecken, ja, 2:1 Abseits, Fouls 15:13, Throw-Ins, also einmal für 14:9. Gelbe Karten 1:2, rote Karten 1:2. Ja, Konter gefahren 2:1. Manu hat 4 Goalkeeper-Saves zu 8. Ja, also nichts Weltbewegendes. Ja, es war dann super einseitig in der zweiten Halbzeit, aber natürlich auch hochverdient, ja, und ja, es hat sich einfach die Klasse durchgesetzt. Also unsere Abwehr war ja gar nicht mehr gefordert, war ja gar nicht mehr, wo du auf irgendwas eingehen musstest. Aber gut, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, was wir natürlich auch noch erwähnen können, war natürlich auch ein kurioses Spiel, ja, mit den roten Karten. Waren jetzt keine bösen Fouls, alle 3 nicht, aber alle 3, ja, wenn es letzter Mann ist und das Verhindern einer klaren Torchance, ja, dann ist halt rot und dann gehst du vom Platz. Ganz einfach Kiste, ne? Vielleicht sollte man gerade ein Kimmich hätte vielleicht mal ein bisschen Vertrauen in Neuer haben sollen, ja, oder selbst wenn du dann 0:1 in Rückstand gerätst. Ja, aber nochmal, da ist ein Kimmich nicht schlau genug für, da ist er nicht. Ja, das kann er nicht. Das ist einfach nicht seine Position. Punkt, da bleibe ich bei. Und das hat er jetzt in den Spielen. Er hat zweimal gezeigt, dass er so spielen kann. Ja, fairerweise muss man da aber auch sagen, dass es zweimal war, wo der Gegner ihn nicht wirklich unter Druck gesetzt hat oder sonst was. Ja, also von daher, ja, Kimmich wird schwer haben. Die kommenden Wochen, garantiere ich euch. Ich bin sehr gespannt. Ja, es ist natürlich jetzt die Riesenchance, hoffe ich, für Pavlovic. Ich hoffe, Tuchel lässt sich nicht noch was anderes einfallen. Hat mich heute die Viertelstunde, die er spielen durfte, auch überzeugt. Ruhig am Ball. Klar, wir werden sehen, wie es ist gegen Dortmund, ja. Wenn dann die Angriffe rollen von Dortmund, wie er dann sich verhält, das wissen wir natürlich nicht, aber ja, vielleicht wird Tuchel ein bisschen zu seinem Glück gezwungen, wir werden sehen. Gut, gehen wir mal rein in die Benotung. Neuer würde ich heute bei einer 3 sehen, hat nichts zu tun gehabt, hatte er erste Halbzeit, ja, den einen Schuss, den hat er ein bisschen unter so wegmachen, ist ein bisschen dagegen gegangen, ja, alles gut. Ansonsten war er direkt im Spiel drin, das, was wir von ihm kennen, ja. Super sicher im Passspiel und so weiter, aber zweite Halbzeit, ja. Jetzt ist er da hinten noch einen Bierkasten hinstellen können. De Ligt und Minjay, ja, kannst du heute ganz, ganz schwer beurteilen. Also, weiß ich nicht, können wir bei einer 3 sehen. Zweite Halbzeit haben die halt auch gar nichts zu tun gehabt, haben die Bälle dann gut nach außen gelegt teilweise. Das war es aber auch, ja. Und erste Halbzeit war ein kollektives, eher passives Schlafen angesagt. Von daher klammern wir das mal ein bisschen aus. Davis war mal wieder überfordert in der ersten Halbzeit, haben wir ganz klar gesehen, defensiv teilweise. Ja, wenn wir dem beiden eine 3 geben, müssen wir Davis eine 4 geben. Hat mich nicht wirklich überzeugt, dass er mit denen auf einem Level war. Mazraoui hatte auch viele Probleme. Zweite Halbzeit war er auf jeden Fall viel, viel besser. Was natürlich auch daran lag, dass Darmstadt offensiv nichts mehr gemacht hat. Und er auch genug Raum da vorne hat. Hat aber 2 gute Hereingaben gegeben, die zu Toren geführt haben. Von daher sehe ich Mazraoui auch bei 3. Konrad Laimer, ähnlich. Erste Halbzeit auch komplett überfordert.
wie immer, ja. Also weiß nicht, was mit dem gerade los ist. Auch da war es zweite Halbzeit um einiges besser. Von daher sehe ich ihn auch bei einer 3. Gleiche gilt für Coman, sehe ich auch bei einer 3. War auch erste Halbzeit, war bemüht, ja, aber so ein bisschen, ja, der letzte Punch hat gefehlt, diesmal bei King. Kimmich brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Wenn wir es benoten müssten, müssten wir eine neue Note erfinden. Sané mit 2 Toren und ansonsten starkes Spiel und mal nicht der Körpersprache, dass er keinen Bock hätte oder dass er abwinkt oder sonst was. Note 2 hat mir sehr gut gefallen. Gerade auch dann, was er ja auch oft hatte, so ab der 70. wenn es dann 3-0 steht, dann, ach ja, komm, wir lassen das sein, wir machen nur noch halbherzig, schießen den Ball hinten rum und so. Das war heute alles nicht der Fall, hat man gesehen, ne, wo er dann nochmal angezogen hat. Ja, hat gut gespielt. Erste Halbzeit natürlich dieselben Probleme gehabt wie die ganze Mannschaft. Ja, da gibt's auch keinen, den wir irgendwie rausnehmen müssen. Von daher lieber eine 2, Musiala eine 2 und Kane für mich eine 1. Können wir kurze Schmerzlose machen. Musiala dasselbe, was mir gut gefallen hat. Auch wo wir die ganz kurze Zeit noch zu 11 waren, hat er sich die Bälle schon auf Höhe der Mittellinie geholt. Später noch einen Tacken tiefer. Das war gut, weil er dann den Raum hat, den er auch braucht. Ja, habe ich ja schon oft genug gesagt. Und natürlich hat Sané heute 2 Tore gemacht, wie ich es im Taktikfuchs gesagt habe. Ich habe ja gesagt, ich hätte ihn nicht aufgestellt. Und ich garantiere euch, Tuchel wird ihn aufstellen und er wird mit Sicherheit ein gutes Spiel machen und 2 Tore gegen Mainz. Ja, deswegen bin ich auch nur ein Bayern-Fan, der ITler ist, der seine Meinung hier auf YouTube erzählt und Thomas Tuchel ist der Trainer. Ne? Man muss das ja auch eingestehen. Also bei mir hätten Sané heute nicht gespielt. Und es wäre sehr wahrscheinlich ein Fehler gewesen, weil er hat heute wirklich stark gespielt. Und nochmal, er hat nicht diese Körpersprache gehabt heute, wie es gegen Galatasaray war. Ja, bei mir hätte er einen Denkzettel gekriegt für diese Körpersprache, die er gegen Gala gezeigt hat. Wäre der falsche Weg gewesen, wie er heute bewiesen hat. Und von daher, ja. Lob und Anerkennung an Thomas Tuchel. Musiala, ja. Fand ich auch stark heute. Ja, hat immer noch so 1, 2 Dinger drinne. Aber man sieht schon, dass das alles ein bisschen leichter ist. Ja, finde ich. Also nicht mehr so den Kopf runter, so das Eigensinnige, das Eigenbrötlichere. Heute auch versucht mit Kombination. Hat mir gut gefallen. Aufsteigende Form. Gerade, dass er dann noch die Tore gemacht hat, hat man gesehen. War eine Riesenbefreiung für ihn. Hat mich sehr gefreut. Und Harry Kane, Alter, habe ich vorhin schon mal eingangs gesagt. Der Mann ist einfach... wenn man von Maschine spricht bei uns im Kader, ist es definitiv Harry Kane. Alter, was der Typ kann, ist unfassbar. Ja, ich habe ja damals schon gedacht, so Levi ist so der perfekte Stürmertyp. Ja, aber was Harry Kane macht, Alter, das ist krank teilweise. Ja, noch nicht mal nur, wie er die Tore macht, einfach das Spiel drumherum. Ja, was der für ein Spielverständnis hat. Und auch wenn er den Ball annimmt, den könntest du als Sechser aufstellen, der wäre stärker wie ein Kimmich. Ja, wenn der angelaufen wird von 2, 3 Leuten, dann poppt den das nicht. So, wo ein Kimmich komplett versagt, haben wir gesehen in der gegnerischen Hälfte, wenn Harry Kane anspielt mit dem Rücken, da kommen 2, 3 Leute, ja, das moderiert er ganz cool weg und spielt dann noch einen sehr intelligenten Pass zum Mitspieler. Also wild. Ich bin schwer beeindruckt, nicht nur das erste Mal, aber heute mal wieder. Ja, besonders schön, was mich gefreut hat, endlich mal hatte man eine Reingabe gekriegt, auch wenn die richtig schlecht war von Mazraoui, so auf halber Höhe, ja, hat er sich reingeschmissen mit der Birne, hat das Ding da reingemacht. Und ansonsten, er war immer zugegen. Wenn die Chance da war, auch im Kombinationsspiel wieder, bärenstark für mich, also unfassbar. Thomas Müller, 65. reingekommen, ja, hat noch ein Tor gemacht, hatte noch eine Chance auf ein zweites, hat einen guten Doppelpass mit Musiala gespielt. War direkt drin im Spiel, hat mich auch sehr gefreut, dass er mal nicht wieder nicht lange warten muss. Mich hat es auch sehr gefreut, wie ihn das Stadion empfangen hat. Hat er verdient, auch um mal ein bisschen eher reinzukommen. Und ja, wenn natürlich die Spieler vorne diese Form haben, die sie gerade haben, ist es natürlich schwer für Müller. Ja. Mal abwarten. Kretzig, ja, hat mich auch gefreut, dass er ihn so früh reingebracht hat und Davis mal rausgenommen. Vielleicht ist Davis einfach auch ein bisschen überspielt, ich weiß es nicht. Aber Davis war heute wieder nicht wirklich auffällig. Müssen wir einfach ganz klar sagen. Ja. Sowohl defensiv
Ja, hat er natürlich 2, 3 gute Aktionen gehabt, aber auch 2, 3 schlechte Aktionen, aber offensiv war das heute wieder eine Nullnummer. Ja, da war wieder maximal mal ein Ball über 2 Meter zu Leroy oder sowas. Weiß ich nicht, was aktuell los ist. Da fehlt so ein bisschen einfach, glaube ich, so diese Unbekümmertheit, so diese Lockerheit, was auch Musiala am Anfang der Saison hat, was beim Jamal langsam kommt. Das muss auch wieder ein bisschen beim Davis kommen, finde ich. Choupo, wieder absolute Nullnummer, Alter. Den brauchst du einfach nicht mehr einwechseln. Tut mir leid, dass ich das so knallhart sagen muss, aber diese Riesenchance, Alter, den kannst du einfach nicht daneben schieben. Ja? Hätte ein Tell gestanden auf dieser Pose, hätte er den reingemacht. Aber hätte Fahrradkette, aber ja, sorry, Choupo, Alter. Ganz ehrlich, mit diesen Leistungen gehörst du da nicht hin, da gehören andere Spieler auf dem Platz. Tell, ja, hat man gesehen, war natürlich heute super eigensinnig, weil er unbedingt was zeigen wollte. Hat er auch noch eine gute Chance, sich selber arbeitet, hat leider nicht geklappt. War aber wieder super engagiert, hat man gesehen, dass er Lust hat, dass er sich zeigen will. Und besonders gefreut hat es mich heute für den Pavlovic, ja, ja, der den Part ruhig gespielt hat, dann sogar zweimal vorne mit angelaufen ist und dann noch einmal da auch ein Tänzchen angelegt hat und da fast auch noch eine Chance gehabt hat. Ich weiß nicht, ob er wirklich eine Holding Six ist oder vielleicht auch eher ein Achter. I don't know. Ich denke, wir werden es in den nächsten Spielen sehen. Ich bin sehr gespannt, ob ein Tuchel jetzt die Eier haben wird und sagt, ich lasse einen Kimmich jetzt draußen gegen Saarbrücken, was die logische Konsequenz wäre. Vorstellen kann ich es mir persönlich nicht. Aber rein theoretisch musst du für das Spiel gegen Saarbrücken, musst du Pavlovic auf der 6 die Spielzeit geben. Ja, wenn er gegen Dortmund spielen soll, musst du ihm dann 90 Minuten gegen Saarbrücken die Zeit geben. Oder meinetwegen 60, 70 Minuten. Aber auch nur meine Meinung, ich bin sehr gespannt. Heute haben mir die Auswechslung gut gefallen. Ja, war ein guter Zeitpunkt. Ja, von daher sind wir heute rundum zufrieden. Tuchel würde ich auch eine Note 3 geben heute. Ja, obwohl eigentlich müsste es ihnen eine 2 geben, die Mannschaft konnte es noch nicht umsetzen. Mir hat gefallen, dass er auch mal ein bisschen aus sich rausgekommen ist, erste Halbzeit, dass er auch die gelbe Karte gesehen hat. Er hat auch versucht, Einfluss zu nehmen von außen. Die Mannschaft hat irgendwie nicht auf ihn gehört. Da hat sich keiner hat das irgendwie mitbekommen, für voll genommen. Ich weiß es nicht. Schwierig. Da hat vielleicht der verlängerte Arm auf dem Platz gefehlt. Ja, ansonsten Neuer hat man gleich gesehen, dass er gleich ein bisschen kommuniziert hat mit den Innenverteidigern, was ein Ulle halt nicht getan hat. Ja, nichts gegen Ulle, aber das war das, was beim Neuer gleich ein bisschen aufgefallen ist. Ja, und darauf gilt es aufzubauen. Ja, jetzt ist Saarbrücken, da müssen wir jetzt auch nicht überstark reden. Aber klar werden die beißen, kratzen, gehe ich zumindest von aus. Gerade so die ersten 15, 20, 30 Minuten, da müsste halt dagegen halten, da muss halt 1, 2 Hütten machen. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt endlich mal an unserem Offensivspiel anknüpfen. Klar ist das heute, müssen das jetzt nicht unendlich in den Himmel loben, ja, es waren 9 gegen 10, es war eine Menge mehr Platz auf dem Platz, ja, weil die Außen nicht immer mit 2, 3 Mann gedoppelt waren oder zugestellt waren. Dadurch war natürlich auch in der Mitte Platz, weil da auch ein Spieler gefehlt hat. So, wir dürfen das alles nicht überstrapazieren, aber man muss halt auch nicht zu schlecht reden, ja. Du musst auch erstmal 8 Hütten machen, du musst erstmal die Einstellung haben, dann auch weiter Gas zu geben, weiter spielen zu wollen, weiter Tore schießen zu wollen. Das war heute alles sehr gut in der zweiten Halbzeit. Und es wäre schön, ich weiß ja nicht, woran es liegt, dass wir sonst nicht mit Flanken oder Hereingaben spielen. Aber es wäre doch schön, wenn wir das mal öfters sehen würden. Weil man hat ja heute gesehen, auch ein Thomas Müller hat ja dann ein Tor gemacht nach einer Hereingabe von Mazraoui, dass wir die Spieler haben dafür. Ja, und so einfach kann halt Fußball sein. Nur das haben wir in den ersten Spielen halt nie gesehen. Von daher bin ich sehr gespannt. Vielleicht schaut sich ein Tuchel was ab aus dem Spiel. Vielleicht schauen sich die Spieler was ab aus dem Spiel, wie es gehen kann. Ich hoffe, Leroy bleibt jetzt wieder auf dem Level. Kommt nicht wieder so in seine komischen Tricky-Phasen, wo er so keinen Bock mäßig ausstrahlt. Ja, und ich bin sehr gespannt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man gegen Saarbrücken vielleicht einen Tell anfangen lässt und einen Sané mal schont. Ja. Oder einen Koman vielleicht mal schont.
vielleicht auch ein Harry Kane mal schont und mit dem Choupo anfängt, was ich nicht fühlen würde. Choupo war wieder unterirdisch, aber man könnte ja auch mal mit dem Tell in der vordersten Spitze vielleicht anfangen und mit dem Müller in der Startelf und vielleicht auch mit dem Kretzig in der Startelf als Davis-Alternative, dass der vielleicht einfach mal eine Pause kriegt. Vielleicht tut ihm das mal gut. Ich bin sehr gespannt, wie die Aufstellung aussehen wird im Pokalspiel am Mittwoch. Ja, heute können wir auf jeden Fall festhalten, dass wir, oder ich persönlich, auf jeden Fall mit der zweiten Halbzeit super zufrieden bin. Die erste Halbzeit war nochmal mega erschreckend für mich, wo ich gesehen habe, dass Darmstadt einfach die bessere Mannschaft war als wir, selbstbewusst 10 gegen 10 mal. Das war ein bisschen erschreckend. Aber die zweite Halbzeit war das endlich mal Bayern-Fußball, Alter. Das war auch wirklich das erste Mal, abgesehen von Bochum, wo ich Bochum ein bisschen rausnehme, das war einfach Mann gegen Mann Gespiele von Bochum, wo die individuelle Klasse einfach alles überstrahlt hat. Aber heute war es auch endlich mal, wo man mal so ein bisschen das Gefühl hatte, jo, wir können ja doch Kombinationsfußball spielen. Da steht ja auch mal eine Mannschaft auf dem Platz in der zweiten Halbzeit. Das hat mir gut gefallen. Und ich hoffe, da wird jetzt dran angeknüpft. Das würde ich mir wünschen. Das wäre schön. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer, haut mir eure Meinung in die Kommentare. Und lasst uns die Daumen drücken, dass offensiv im Kombinationsspiel jetzt so ein bisschen der Knoten geplatzt ist. Das wäre schön. Ja? Dann ist Licht am Ende des Tunnels, dass es nicht nur Ergebnisfußball ist, sondern wir auch wieder öfter mal schön Fußball sehen und das wäre doch sehr schön.